Schnee, Schnee, es schneit hier wieder Pokémon. Nein, eben nicht, das ist nämlich bloß die Asche, die vom Schlotberg herunterfällt. Was meint der Typi? Aus der Asche will ich erheben, nach dem Kampf ich strebe. Ninja Junge Edward. Oh Mann, ey, diese Kiddies, wa? Was sie bloß für Ideen haben. Da wird wohl die Mutti gar keine Freude haben, wenn ihr kleiner Edward nach Hause kommt und völlig verdreckt ist. Smogon. Und das Morgon erst recht nicht Chaos, Stufe 27. Jo, vielfältig nicht mal für die Entwicklung. 5 Level noch, das tausche ich erstmal, weil, ich glaube, Atomic als Psycho-Fee-Pokémon ist da ein bisschen besser bedient. Wobei wiederum Fee, naja, nicht wirklich war, ist eher umgekehrt, Gift ist gut gegen Fee, aber halt Psycho ist stark gegen Gift. Und deswegen ist erstmal die Confusion. Morgen. Noch 2 Level, Freunde, 2 Level, dann entwickelt sich Atomic zu Gardevoir. Ich überlege gerade, das ist eine Anspielung auf Kanto, weil Ninja Junge der Gift-Pokémon hat. Wir wissen ja aus, wie gesagt, der Kanto-Region, also Rot, Blau, Gelb, Feuerrot, Blattgrün und natürlich auch noch Johto-Spielen halt, oh, Gold, Silber, Kristall, Hartgold, Soul, Silber. Dass es ja noch einen Rennleiter gibt dort aus Vuxania City, der sich ja auch, also der auch Ninja ist, aber sich halt auf Gift-Pokémon spezialisiert hat. Oh, dann gibt es eine TM und eine VM. Was ist mit der los? Der Sonnenschirm soll mein niedliches Kammer vor dieser widerlichen Vulkanasche schützen. Ein Feuer-Pokémon. Muss von der Vulkanasche schützen, ist klar. Schirmdame. Immer das sind normalen Namen. Aber eine Schirmdame, hallo, gibt es eine Gattungen? Feuer, Boden. Boden sehr gefährlich, macht 4-fachen Schaden bei uns. Aber glaubt, dann noch gar keine Bodenattacke drauf. Jetzt sowieso nicht mehr. Aber da draußen hatten verdammte Vulkanasche. Ja. Du sagst es, ja, du sagst es, du. Tja. Das war ich mal war. Jetzt haben wir da wie gesagt eine VM noch. Noch ein Panzeron. Die Team 32 Doppelteam. Eine strategisch doch wertvolle Attacke, die ich aber glaube ich im Let's Play kaum einsetzen werde, weil ich jetzt mir nicht irgendwie denken kann, dass ein Pokémon von uns das brauchen könnte. Milotic vielleicht, wenn er natürlich Toxin noch drauf hat und Aquaring, na gut, dann muss er eine Fähigkeit haben. Ja, mal schauen. Oh, na ganz toll. Nee, da wird nix. Ja, das kann ja knicken, weil Stolunio hat garantiert eine Stahlattacke drauf, irgendwie halt Eisenschädel oder Metallklau und sowas. Und das ist einfach Gift für uns, so ein Feentyp. Aber Junglu natürlich eine Kampfattacke drauf. Und die wiederum ist Gift für Stolunio. Ein Hieb down. Dabei kann ich ja zusammen angreifen dank der Attacke. Und das war schon wieder. Da ist er ganz schön cool drauf. Jo, ich weiß. Bin ja der Cool Man. Ja, noch einmal. Und da wohnt wohl dieser Professor, wa? Wow, die moderne Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ein ganz anderes Beispiel. Das kann man Glas machen. Wahnsinn, oder? Ja, eigentlich nicht unbedingt. Na, aus Sand kann man ja auch Glas machen. Und hier wohnt, ja, es ist nicht der Meteorologe, sondern ein Asche-Spezialist. Diese Region ist mit Vulkanasch bedeckt. Ich habe ein besonderes Talent. Was? Asche, Glas und stell daraus Items her. Hier ist für dich.
Die Aschetasche. Wow, ich habe voll Angst auf der Tasche. Ich Asche. Also automatisch damit. Genug kommt zu mir. Ja, dann gibt uns da bestimmte Glas-Items. Kann man mit der Zeit schon ein bisschen machen. Also spielt natürlich erstmal. Sammeln geht es automatisch, kein Problem. Jetzt haben wir die Aschetasche ja. Aber bis wir ja vorbeigehen können und was daraus machen können, das dauert eine Weile. Hier ist nichts, da vielleicht doch etwas. Ganz schräg versteckt, ein Nugget. Ja, der Itemradar, also. Das fand ich früher, glaube ich, 5. Generation war das noch, fand ich den ein bisschen cooler. Man hat es wirklich da halt. Oh verdammt, da war ein Trainer. Ich glaube, das war irgendwie. Das war, glaube ich, kein Sander und kein Panzer, glaube ich, irgendwie sonst ein seltenes Pokémon. Schade. Ja, damals war es halt noch so mit dem Itemradar, der hat das cool. Der war halt echt auf dem unteren Touchscreen und kann es richtig cool geil einsetzen und so. Was hier jetzt irgendwie nicht mehr so möglich ist. Ja, eigentlich nur so, ja, ungefähr, wo das Item ist, muss genau in die richtige Richtung gucken. Ah, egal. Ein Ninjask. Käferflug, wa? Und auch ein verflixt schnelles Pokémon. Jetzt mit Sauraum, das wär's. Das wäre richtig geil, man. Müsste trotzdem vielfachen Schaden machen. Oder Gestein ist doch effektiv gegen Käfer. Und gegen Flug sowieso. Und das Ninjask ist down. Yo, der Ninja-Junge. Ist schon wieder alles vorbei? Schade. Ja, so schnell kann es gehen. So, hier noch ein Item. Einen Hypertrank. Den werden wir sicher noch gebrauchen. So, was ist das für ein Pokémon? Paceum muss doch sein. Ja, definitiv. Ha, da hat aber keinen Bock drauf. Laubwechselfeld, Leute. Endlich sind wir hier. Laubwechselfeld und wieder eine Wettbewerbsarena. Ui, was für eine Katastrophe. Michael muss mit mir kommen, schnell. Ja, und hier ist dieser Professor zu Hause. Hör mir kurz zu, es geht um Professor Cosmo. Er wurde entführt von irgendeinem seltsamen Team. Diese Schurken haben sich Team Magma genannt. Offenbar eignen sie ihnen was aus, mit dem sie mit Ruinen zu tun haben, den Professor Cosmo erforscht. Er war so froh, ihn gefunden zu haben, dass er für seine Forschungsarbeit interessiert, dass er ihnen einfach blind gefolgt ist. Bitte, Michael, wir brauchen eine Hilfe. Die Schufte von Professor Cosmos Forschungsarbeit bestimmt für irgendwelche Schandtaten zweckentfremden. Wir müssen etwas gegen sie unternehmen. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns an bei den Meteorfällen. Ich zeige auf deine Hilfe, Michael. Ja, die Meteorfelder können wir ja einen Kindwurm fangen, aber noch nicht. Wie gesagt, das geht erst, wenn wir halt Kaskade haben. Nö, jetzt nicht mehr. Und wir kümmern uns erstmal hier um ein paar geschäftliche Dinge, wa? Superschutz, Topschutz, Normalschutz. Okay, natürlich noch ein Nugget, das man toll verkaufen kann. Yo! Und behalten wir mal, sonst nichts Besonderes. Gut, das haben wir noch Schönes. Nee, auch nichts, aber behalten wir alles noch. Und auch noch hier ein bisschen sortieren. Ja, was kaufen wir? Ja, was kaufen wir? Ja, ein paar Superbälle noch. Die sind echt noch viel zu teuer momentan. Hypertränke sind auch noch zu teuer, aber auch noch nicht so unbedingt. Supertränke sicher mal. Für zur Reserve noch ein paar normale Tränke. Die kann man auch gut gebrauchen. Nehmen wir noch Beleber noch genug. Hyperheilen noch. Ja, wieso nicht? Und dann langsam sicher mal darüber nachdenken, einen besseren Schutz einzukaufen. Lalala, yo. Wie gesagt, hier wird dann Wettbewerb und so, machen wir aber alles erst ein bisschen später. Vielleicht nach dem 4. oder 5. Norden mal. Mal schauen. Bist du?
Oh, hallo, wer bist du? Habe ich gerade auch gefragt. Du hast Michael? Sieh dir an, dass du ein Trainer bist. Das heißt also, dass du auf das von mir entwickelte Pokémon-Lagerungssystem zugreifen willst. Ah, dann bist du wohl diese Lanette, wa? Lanette, eine ganz nette. Jetzt haben wir sehr einen Trainer zu treffen, der das Pokémon-Lagerungssystem nutzt. Ja, mach, besuch mich doch mal. Mein Haus findet sich auf Route 114. Jo. Nämlich genau dort, bevor wir halt auf die Meteorfälle treffen würden. Also kommen wir sowieso vorbei. Ja, das genau noch. Genau. Das ist natürlich unser Team. Und jedes Mal mit den Pokérosen, deswegen kommt einer mal ganz kurz weg. Zum Infizieren wohlgemerkt. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich noch Kamau und ein Panzeron. Und alle ohne Items, doch der hatte was. Makuhita hat ein kleines Item. Da ist aber nicht, wahr? Das ist klar. Kein Item, kein Item, kein Item. Jo. Und dann wieder raus. So, ich bin echt mal gespannt, was wohl Schwester Joy zu unserem Pokerus sagt. Teamfeed machen, jo. Jo, sie sagt was. Ein Pokémon scheint vom Pokerus verfallen zu sein. Dem Pokerus ist noch wenig bekannt. Das meiste hat gerade Michael erzählt. Außer dass es ein Mikroorganismus ist, der Pokémon befällt. Sind ein Pokémon infiziert, wachsen sie besonders gut. Das sind eben diese EVs. Wie lange der jetzt anhält, hat es nicht gesagt. Bleibt der doch ewig? Also sprich Ewigkeit auf Pokerus, statt irgendwie wieder zu verschwinden? Also sprich vom aktiven zum inaktiven Zustand halt? Das wäre mal krass, wenn das wirklich so wäre. Okay, weiter geht's. Was ist das hier? Attack Maniacs, da brauchen wir halt die Herzschuppe. Die haben ja auch momentan noch keine Pokémon, bei denen es wirklich was nutzen würde. Also brauchen wir eigentlich erst Pokémon wie halt Logok und andere entwickelte Pokémon, die dann wirklich auch Attacken hätten, bei denen die Herzschuppe was bringen würde. Oder halt auch Tengulisten zu, auch das würde etwas bringen. Aber jetzt noch nicht. So, eine wohnt hier. Haus des Fossilien, mein Ex. Also den Fossilien gehören mir. Ja, das hier reinzugehen bringt auch nicht viel, weil wir können bloß ein bisschen mit ihm quatschen. Ich glaube, wirklich das Interessante kommt erst später. Was doch jetzt schon? Legen wir mal rein. Ich überlege noch gerade, ob wir vielleicht noch ein Item gefunden haben. Hier, da könnte immer noch sein. Mein großer Bruder ist ein Fossilien-Maniac. Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch zu schaufeln. Der Weg zu dieser Hülle hat er ganz alleine freigeschaufelt. Hier, das kannst du haben. Ah, genau. Die Schaufler-TM. Ja, die kann es durchaus noch bringen. Natürlich das Erdbeben vorzuziehen, aber man weiß ja nie. Hey, Fossilien-Typi, hast du ein Fossil für mich? Ich bin der Fossilien-Maniac, ein netter Typ, der Fossilien liebt. Wenn sie ein Fossil haben? Die Fossilien dieser Gegend gehören alle mir und alle nicht. Haha. Okay. Arsch. Es stand aus einer Bibel, du sollst teilen. Auch Moses mit den 10 Geboten hat er gesagt, du sollst deinen Nächsten teilen. Ach nee, ging anders. Egal. Ja, genau, du sollst deines Nächsten Hab und Gut nicht begehren und deines Nächsten Frau nicht begehren. Irgendwie solche Dinge halt. Mein Pokémon setzt am laufenden Band Brüller ein, deswegen laufen alle von uns weg. Ja, ich bitte dich, nimm diese Bürde ab, diese TM ab. Brüller ist ein richtiger Brüller. Haha. Brüller. Ja. Gut, ich brauche sowieso, wie gesagt, noch Surf und Kaskade. Route Nummer 14. Noch interessant. Was haben wir hier Schönes? Im Angeln zu gehen, nicht einen Hauch einer Chance gegen mich. Das sind ein Pokémon sehen. Oh Mann, wir haben doch keine Zeit. Wir müssen doch Professor Kosmos helfen. Ne, was soll's. Ein kleines Training ist immer Zeit. Atomic. Und zwar mit der Confusion. Naja. Nicht ganz platt, aber immerhin beinahe. Autsch. Aua. Was hat weh, du Grubian? Hier, take this. Wow, 3 KP hat's voll gebracht.
Ein Weilmer. Ja komm, was? Gehe ich doch wieder mal auf Kokiri zu. Den haben wir schon länger nicht mehr trainiert. Weilmer. Weilmer hier. Rasierblatt. Volltrefferquote. Nö. Aber trotzdem ist er aber platt. Ein Kräftemessen im Angeln hätte ich gewonnen. Verdammte Scheiße. Yo. Jetzt fehlt eh noch die Superangel, die Profi-Angel. Ne, von ihm also nicht. Von wem bekommen wir wohl diese Angeln? Also die besseren Angeln natürlich, war nicht diese normale Angel, die sowieso kaum was bringt. Außer meistens irgendwie ein Carpador oder ganz selten mal ein Tentacher, aber naja. Was bist du für ein Typi? Ich liebe das Angeln, aber ich habe auch eine große Schwäche für Kämpfe. Ich nehme jede Herausforderung an, auch wenn ich gerade mit dem Angel bin. Ist also dualfähig, wa? Angler Amadeus. Hallo Mozart, wie geht's? Gavados. Oh, verdammt. Jetzt haben wir ein Problem. Und ein ganz großes Problem. Oh nein, nicht Drachenmut, sieht immer 40 ab. Ja, okay, Initiative ist gesunken, das müsste schneller sein. Volltreffer ist jetzt sehr wünschenswert. Weil sonst machen wir platt. Ja. Er hat die Drachenwut, die ist natürlich auf dem Level total kacke für uns, weil die wie gesagt immer 40 HP abzieht und ja, halt bei Pokémon unter Level 30 in der Regel nach maximal 2 Attacken bereits zum K.O. führt. Mir da bringt nichts, viel zu wenig ab. Ich muss wechseln auf... Ja, wen? Naja, Zigiga, da geht gut. Der kann das ruhig mal ein bisschen einstecken. Ich fuchtle mal ein bisschen. Fuchtel? Wird der eigentlich? Ich glaube schon, wa? Fuchtel ist eine normale Attacke. Okay, heißt also Chaos muss rein. Das ist nur, weil ich noch keine Elektroattacke habe. Verdammt mich. Ja, ich glaube, Fuchtel muss noch 2-3 Runden lang einsetzen und danach ist sowieso verwirrt. Ah, das bringt's. Das ist cool. Wow, Alter. Bodycheck. Eine normale Attacke. Braucht die überhaupt? Ich hab Kraftkoloss? Nee, auch nicht. Nö. Wenn ich Studun eine andere Fähigkeit hätte, dann wäre es eigentlich noch eine coole Attacke. Sprich, es gibt ja die Fähigkeit, mit der halt... Das ist schon wieder, keine Ahnung. Auf alle Fälle bewirkt sie, dass Pokémon, wenn sie eine Attacke wie Bodycheck einsetzt, mit Rückstoßschaden keinen Schaden erleiden. Und das ist natürlich ganz geil. Du kannst Bodychecken und ganz andere Attacken einsetzen, ohne überhaupt Schaden zu bekommen. Das ist natürlich geil. So, ist irgendwas da unten los. Gehen wir hier rüber und gucken wir hier mal ein bisschen um, wa? Im hohen Gras wohl bemerkt. Ein Sengo! Ja, Leute, sind hier sehr häufig. Das heißt aber auch, dass bei, ja, also sprich bei Omega Rubin gibt es halt Sengo und bei Alpha Saphir gibt es VPTs. Nach die muss ich dann auch später ein bisschen tauschen. Gar nicht mal so ein schlechter Schaden. Ja. Reicht das bereits? Ein Sengo. Ich kann mich noch erinnern an VPTs, das Alpha Saphir, das war ziemlich mühsam zu fangen, so ähnlich wie... Schauen wir doch nicht. So ähnlich wie Panzer, oder kann ich sagen, genau. Wie Panzer Eon, aber Sengo geht relativ schnell. Das erstaunt, ja, das erstaunt mich aber ziemlich. Ein Fredkatz. Dann das. Oh, nö, ist gut. Ein Sengo also. Sengo. Tja.
So viel dazu. Also aber doch, weil ich wie gesagt ein bisschen schnell vorangehen möchte. Noch ein Supertrank hier hin. Dann, normalen Schutz durchsagen. Zack. Und wir nehmen unserem Zickzacks noch ein Item ab. Das es so sehr gesammelt hat. Und ein Gegengift. Dankeschön. Okay, habe ich jetzt hier noch etwas Besonderes? Was ist das für ein Pokémon? Noch ein Sengo. Nö, überhaupt nichts. Eins habe ich ja schon. Und hier gibt es noch ein paar Beeren. Hilfe. Eine Wildbierbeere. Okay. Wildbierbeere. Das ist doch ganz cool. Eine Wildbierbeere. Das ist halt die Frage, war es echt eine Beere für Coolness-Faktor oder so etwas? Man weiß es nicht. Doch, natürlich, wir werden es natürlich nachprüfen. Also, wir haben die Beere, eine Sanna-Beere, Verstärker, okay, Putzigkeit, Coolness. Die Beeren Statusprobleme, die hier, Verwirrung, Eingefroren also, natürlich auch was. Puls erhöhen, vielleicht scharf. Ja, haben wir uns definitiv noch ein paar Beeren für die Schönheit. Wegen halt Barschwamilutik. Bis dann haben wir noch viel Zeit und du gewinnen kann. Ich gebe gerne einen ab. Dankeschön, eine Mobbeere. Ja, ich mobb dich auch mal. Was geht denn hier ab? Hallo Lanette. Oh Michael, schön, dass ihr so gerade aussieht. Das bitte nehmen. Ich gebe doch das für. Eine Murzelpuppe für unsere Geheimbasis. Dankeschön. Ist eigentlich immer eine Murzelpuppe oder immer was anderes? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich einkaufe. Alpha Saphir hatte. Vermutlich was Ähnliches. Ein Doppelkampf zum Abschluss des Partes noch, wenn es ein Atomic war. Weil der soll sich ja entwickeln, schon bald. Sengo noch nicht angesteckt war. Aber auch das kann nicht mehr lange dauern. So, also dann, auf zum letzten Kampf in diesem Part, zum Doppelkampf. Und zwar gegen Senior Junior, Tyra und Eevee. Tyra? Das Mädchenname? Naja. Oha. Was für eine Vielfalt auf dem Feld, hey. Bei uns Pflanze Unlicht und Psychofee. Beim Gegner Wasserfee und Pflanzegift. Echt nicht schlecht. So, durch beide Pokémon. Okay. Nicht weiter schlimm. Und natürlich das noch gegen Roselia. Mit ein bisschen Glück ist es aber ein Sofort-KO. Ja, toll. Na, ein bisschen mehr drauf als ich dachte. Ja, dafür ist Roselia direkt down. Und ja, fast. So, Freunde, das geht natürlich jetzt aber ganz, ganz schnell. Fee? Nö. Na, wieso nicht? Azumarill ist sowieso down. Und wir kriegen 2 Level-Ups. Kokiri. Atomic. Oh yes, Leute. Atomic noch auf ein Level und dann entwickelt er sich zu Gardevoir weiter. Denke mal, das und vieles mehr erfahren wir dann im nächsten Part wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, tschüss.